Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Ja, diesmal zum Spiel beim BVB. 1:1, Schiedsrichter Fetich getrennt. Ja, meine einer ist auf jeden Fall maßlos enttäuscht von der eigenen Mannschaft. So viel kann ich sagen. Ähm, ja, zweite Halbzeit war okay. Erste Halbzeit, absolute Katastrophe. Ja, schlechteste erste Halbzeit, die ich seit langem gesehen habe. Keine Ahnung, wie man so in Dortmund agieren kann. Ja, weiß ich nicht. Wenn dann nicht, ich dann so Leute sehe wie Kimmich, Goretzka, ich dann höre, ja, Kimmich, das Gesicht des FC Bayern, Kapitän der Zukunft, Alter, das ist eine Witzfigur. Ja, also, Katastrophe. Für mich absolute Katastrophe. Wie gesagt, vom Ergebnis her alles gut. Ja, alles fein. Am Ende 1:1, alles ist tutti. Ähm, ich weiß nicht, wie man so beim BVB auftreten kann. Sage ich euch, wie es ist. Wäre der BVB jetzt irgendwie mega stark gewesen oder so, hätte ich ja gesagt, jo, alles klar, geht in Ordnung. Ja, die haben uns vorne zugestellt. Wow. Ja, und haben Kimmich und Goretzka angelaufen, also, können beide nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, nichts, null, gar nichts. Es ging nichts nach vorne. Absolut 0,0. Ja. Ich meine, selbst der Musiala war dann zwischen den Innenverteidigern. Nach so 20 Minuten hat er angefangen, sich fallen zu lassen, weil wir einfach null Spielkontrolle hatten, gar nichts. Ja. Und das einfach nur, indem der BVB rausgerückt ist. Also, Katastrophe. Ja, auch die Einstellung hat absolut nicht gepasst beim Großteil dieser Mannschaft. Ja, wenn man so beim BVB auftritt, ähm, ja, kannst du froh sein, dass der BVB nicht mehr daraus rausgeschlagen hat, wie möglich gewesen wäre. Ja, die haben jetzt auch nicht die Chancen gehabt, das ist richtig, weil der BVB nicht die Eier hatte, das dann am Ende komplett durchzuziehen und uns die Räume zu geben. Dass ein Conny Leimer immer noch Rechtsverteidiger ist, I don't know why. Geht in meine Birne gar nicht rein. Nicht nur wegen dem Gegentor, auch danach ein, zwei Mal, wo der einfach an ihm vorbei ist, den Ball reinflankt. Also, da kannst du auch ohne Rechtsverteidiger spielen. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, alles gut. Conny war dann noch für mich in der ersten Halbzeit der noch irgendwie, ja, wenigstens versucht hat, sich reingehauen hat, gefaltet hat. Ja, so einer der wenigen. Aber dafür war ja hinten katastrophale Leistung. Also, weiß ich nicht. Also für mich das Spiel super enttäuschend. Ja, erste Halbzeit geht ganz klar an Dortmund, ohne Wenn und Aber, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber sowas von klar, wir waren gar nicht im Spiel, gar keine Chancen. Zweite Halbzeit war es dann auf jeden Fall besser von unserer Seite. Ja. Ähm, warum Leroy Sané 90 Minuten auf dem Feld stand oder warum er länger wie 45 Minuten auf dem Feld stand, ist mir ein Rätsel. Also, nur eins dieser vielen Mythen in dieser Mannschaft aktuell. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich bin, ja, keine Ahnung. Enttäuscht einfach. Ja, ich denke mal, das merkt man auch. Und vielleicht bin ich da jetzt nicht ganz objektiv, das mag sein. Das ist auch nur meine eigene Meinung. Für mich persönlich ist das Spiel in Dortmund wichtig und wenn man da so auftritt, die erste Halbzeit, ist das einfach eine Frechheit. Ja. Wie gesagt, zweite Halbzeit, umso länger das Spiel ging, umso besser wurde es dann, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass man sagt, wir haben gut gespielt. Dass man dann nach einem 1:1 nicht die Eier hat, auf 2:1 zu gehen, ja, weiß ich nicht. Zeigt dann auch ein bisschen, wie der Hase hoppelt, Alter. Aber gut. Egal. Wir werfen einen Blick in die Statistiken. Das wird hier heute ein schneller Bums für mich. Ballbesitz. Oh, ich aktualisiere den Scheiß hier nochmal. 32, 68, Abseits 1 hier, Fouls 11, 7, Zweikampfquote 49, 51, Schüsse aufs Tor 2, 5, Schüsse insgesamt 7, 14, Ecken 2, 3, angekommene Pässe 221 zu 538. Schüsse insgesamt Sané 4, wo der erste noch der beste war, alles andere danach war eine Katastrophe und eine Frechheit. Musiala 2, Goretzka 2, Torschussvorlagen, Michael eine. Wow. Wer hätte das nur gedacht,
dass dieser Mann unser Offensivspiel beleben könnte, oder? Hätte das nur gedacht. Aber nein, den muss man ja erstmal 76 Minuten draußen lassen? Weil man könnte ja ein Offensivspiel gestalten. Gewonnene Zweikämpfe, Musiala 10, Leimer 6, Davis 5, 101 Ballkontakte für Kimmich, 91 für Kim, 84 für Upamecano. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, Manuel Neuer hat auf jeden Fall der eine Schuss, den er da von Sabitzer geblockt hat ihn gerettet. Ansonsten war es eine katastrophale Leistung von Neuer. Ganz, ganz viele Fehlbälle in der ersten Halbzeit. Das Gegentor, ja, gut. Der war mit viel Feuer draufgehalten. Trotzdem sah er da aus wie ein alter Mann. Ja, gut. Note 3-. Warte, ich muss den Bums auch noch eintragen. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Ja, ich finde den Conny Leimer halt noch nicht mal in der Abwehr, weil er eigentlich Mittelfeldspieler ist. Conny Leimer, Note 5. Können wir auch kurz und schmerzlos machen. Er ist einfach kein Rechtsverteidiger, sah super schlecht aus, hat gar keine Chance gehabt. Ja, war in der Offensive 1-2 Mal ein bisschen präsent. Das Zusammenspiel mit Sané war eine Katastrophe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Man hat es gesehen, Conny 1-2 Mal seine Stärken gezeigt, dann, wenn er in der Mitte war. Ja, hat er guten Ball nach vorne durchgesteckt und so weiter. Das ist, wo Conny Leimer seine Stärken hat. Ja? Er spielt einfach auf der völlig falschen Position. Das muss man mal ganz klar sagen. Da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das bewerten, was wir gesehen haben. Und wir bewerten ihn als Rechtsverteidiger, weil er als Rechtsverteidiger aufgestellt war. Und das war Note 5. Gut. Dann gehen wir mal rüber in die Abwehr. Da haben wir Upamecano, Babaliciano. Ja, Opa hatte einen kleinen Wackler drin, den hat er selber ausgebessert. Hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Für mich eine 2,5. Was mir auch gut gefallen hat, dass er Verantwortung genommen hat, er war dann auch der Einzige in der ersten Halbzeit, der mal durchgezogen hat vorne. Ja. Der Einzige, der versucht hat, mal wach zu rütteln, all das, was man von Kimmich oder Goretzka erwartet im Zentrum, wo gar nichts kam, ja, hat ein Opa gemacht, von daher für mich 2,5. Gut, Min-Jae, ja, Katastrophenentscheidung, wo er den Ball erobert hat in der gegnerischen Hälfte und dann eigentlich freie Fahrt aufs Tor hat. Ja, aber gut, das ist halt ein Innenverteidiger, ist kein Stürmer. Ansonsten Min-Jae auch einen kleinen Wackler gehabt, ansonsten auch völlig souverän, genauso wie die letzten Wochen. Hat sich reingehauen, was ging. Ja, eine 3 von mir, einen kleinen Tacken, habe ich einen Opa stärker gesehen, deswegen Min-Jae die 3. Gut. Kommen wir zu Fonzie Davies, der in der Anfangsphase, gerade erste Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit können wir rausnehmen, Upamecano und Min-Jae Kim. Ja. Die beiden würde ich rausnehmen. Alles andere war eine Frechheit an Leistung, die ich da gesehen habe auf dem Feld. Ja, das war eine Leistung, die nicht FC Bayern würdig war. Deswegen sind das auch die einzigen beiden Spieler, die eine annehmbare Note haben. Fonzie Davies, eine absolute Katastrophe in der ersten Halbzeit. Eine absolute Katastrophe. Ja. Zweite Halbzeit, gerade dann, wo King auch auf dem Feld war es auf jeden Fall verbessert, hat sich auch mal zugetraut, ein bisschen was, von daher Note 4. Gut, weiter geht's mit unseren beiden Königen. Fangen wir mit dem Oberkönig an. King Joshua, der unser Kapitän, das Gesicht des FC Bayern der Zukunft sein soll. Kriege ich das Schaudern, sage ich euch ganz ehrlich. Für mich auch nur Note 4. Das Spiel hatte gar keinen Einfluss aufs Spiel und wenn, quer und nach hinten. Ne? War maßlos damit überfordert, dass er gepresst wird, aber hey, das kennen wir schon, das ist nichts Neues. Ja, nur die meisten Gegner haben nicht die Eier dazu, die Dortmund heute hatte. Ja, keinerlei Einfluss. Ja, ich weiß es nicht. Das Pressing war nicht zugegen, das Pressing war nicht abgestimmt. Was mich am meisten enttäuscht, ist einfach, dass man dann keine Verantwortung übernommen hat. Ja, und mal ein bisschen versucht hat, Einfluss zu nehmen, mal ein bisschen einfach nur mit sich selber beschäftigt. Ja, nicht fürs Team da gewesen. Also wenn das ein Kapitän der Zukunft sein soll, Alter, dann... Aber gut, Manuel Neuer hat als Kapitän auch keinen Einfluss, von daher wird sich da nichts ändern.
das war eine Frechheit. Ja. Das war eine absolute Frechheit. Da gehen wir in dieselbe Schote rein mit dem Goretzka. Ja, war genau so eine Scheiße. Ich würde ihn sogar noch einen Tacken schlechter sehen wie Josh. Hatte noch weniger Einfluss. Hat einmal ein bisschen Raum gehabt, konnte ihn gar nicht nutzen. Ansonsten war auch er maßlos überfordert mit dem Spiel heute. Beide im Zusammenspiel eine absolute Katastrophe. Beide super lahmarschig. Beide brauchen 200 Jahre, einen Ball anzunehmen, zu gucken, wo kann ich den Ball hinspielen und spielen ihn dann doch dahin, wo man ihn hätte direkt hinleiten können. Dortmund hatte immer wieder Zeit, sich ordentlich zu stellen. Das ist einfach so ein lahmarschiges Mittelfeldzentrum, wenn die beiden zusammenspielen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja, eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, warum man nicht einen Conny Leimer da einfach auf die 8 gestellt hat. Wir haben gesehen, Conny war heiß. Daher wäre das auch nicht so tragisch gewesen, wenn er halt mal einen Zweikampf verliert wie an der Außenseite. Ich weiß es nicht, warum man sich dieser Stärke beraubt und einen Conny Leimer da hinten hinstellt. Ich meine, wir haben Boe gehabt. Der hat sogar noch ein bisschen Schwung reingebracht, wo er dann eingewechselt wurde. Warum stellt man den nicht sofort auf, wenn man schon einen Tell aufstellt, zu dem wir gleich kommen, was auch eine absolute Farce war heute. Also ich weiß es nicht. Aber gut, im Nachhinein können wir immer alle klug scheißen, ja. Da gehe ich mit. Allerdings hätte man dann mal reagieren müssen von Trainerseite. Ja, und das mal viel, viel eher, als wie es geschehen ist. Ja. Mathis Tell war die ersten 20 Minuten absoluter Fremdkörper. Danach 1:1 Kopie von Leroy Sané auf der anderen Seite. Ja, wenn er den Ball gekriegt hat, nicht einmal ins 1 gegen 1, nicht einmal außen vorbei. Nein, entweder den Ball wieder quer gespielt auf Fonzie Davis oder versucht, in die Mitte zu laufen mit dem Ball. Das war alles. Katastrophe. Ja, absolute Katastrophe. Tut mir super leid, ihr wisst alle, ich mag einen Tell. Aber das heute war für mich eine Note 6. Ja, auch nach hinten hin immer wieder nicht richtig nachgesetzt. Das war gar nichts. Es war schlechter als Leroy. Ja, so viel können wir schon mal festhalten. Gut. Und damit sind wir dann auch bei besagten. Katastrophe, dass dieser Mensch wieder in der Startelf stand. Absolut nicht nachvollziehbar nach der Leistung in der Champions League. Aber gut, hat sich heute eingereiht, 1:1 dieselbe Leistung. Ja, hat einen guten Schuss gehabt, der zu unplatziert war. Das war eine schöne Parade für den Kobel. Danach hat er super viele Angriffe vereitelt für uns, ja, weil er einfach sich nicht durchsetzen konnte, den Ball verloren hat. Wir haben es gesehen, im Strafraum dann 3 Meter neben das Tor zu schießen, den Ball, weiß ich nicht. Ey, da können wir nichts gegen Leroy, ja, jetzt mal ernsthaft. Lass mal seine Körpersprache dahingestellt, die heute auch wieder katastrophal war, große Teile des Spiels. Aber wir können doch nicht davon reden, ja, dass dieser Spieler die bessere Form hat wie Michael. Ja, ich denke, das hat man heute klar gesehen, oder? Was hat man auch schon im Spiel davor gesehen? Und trotzdem spielt dieser Spieler. Ja? Warum? Wo ist der Sinn? Ja? Katastrophe. Katastrophe. Sorry. Ja. Für mich 5 heute. Gut, da kommen wir zu dem einzigen, der auch in der ersten Halbzeit wenigstens bemüht war in der Offensive. Aber Offensive können wir es ja gar nicht nennen, das ist Jamal Musiala. Ja? Jamal Musiala neben den Innenverteidigern der einzige Lichtblick heute, weil er das Tor gemacht hat, kriegt er von mir eine 2,5. Ja, wir haben es gesehen, nach 20 Minuten hat er sich fallen lassen auf die Achterposition, ja, weil Leon einfach gar nichts geschissen gekriegt hat und Kimmich genauso wenig. Er hat versucht, sich da die Bälle zu holen. Dann hat er sich noch weiter fallen lassen auf die Sechserposition zwischen beide Innenverteidiger, weil wir einfach keinen Zugriff hatten auf dieses Spiel. Kimmich und Goretzka waren maßlos überfordert, überhaupt mal den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ja, da musste sich ein Musiala zwischen beide Innenverteidiger fallen lassen. Also absolute Katastrophe. Ja. Armutszeugnis für unsere zentralen Mittelfeldspieler. Musiala hat es natürlich schwer gehabt, ja. Erst recht, nachdem Kane dann draußen war. Aber ja, Musiala war dann der Einzige, der noch eine Strafraumbesetzung hatte, der dann noch den Kopfball reinmacht auf eine Vorlage von Michael. Ja.
Aber wir lassen Michael erstmal 76 Minuten oder was waren es? Ne, 80 Minuten draußen und gucken uns das Gerümpel von Leroy Sané an. Ganz starke Trainerleistung. Aber gut, Musiala 2,5. Damit kommen wir zu Heavy. Ja, Heavy war heute nicht zugegen. Ja. Hat super schweren Stand gehabt, hat sich dann auch öfter mal fallen lassen, hat dann versucht, irgendwie einen Leroy einzusetzen oder sonst wen einzusetzen. Die Bälle kamen alle auch nicht an. Das war heute kein Kane-Tag, hat man dann auch gesehen, wo er rausgegangen ist. Das war heute für mich auch nur eine Note 4. Ja. Was aber eigentlich die ganze Mannschaft war in der ersten Halbzeit. Abgesehen von der Innenverteidiger, abgesehen, dass Musiala der war, der noch bemüht war, der sich hat fallen lassen und so weiter. Alles andere war maximal Note 4, wenn nicht schlechter, wenn nicht Richtung 5. Also Katastrophe. Zweite Halbzeit konnte Heavy leider nichts mehr ausbessern, weil nicht mehr auf dem Feld. Ja. Gut, kommen wir dann mal zu den Einwechselspielern. Thomas Müller. Grandios, zu was dieser Mann mit 20 Millionen Jahresgehalt noch imstande zu leisten ist. Ja, das ist. Ja, das ist. Keine Ahnung. Na, komm. Ey, ich schwank gerade zwischen 4,5 oder 5. Ja, um es mal ganz klar deutlich zu sagen. Die ersten 3 Bälle, die er hatte, waren alles 3 Ballverluste. Also Katastrophe. Ja. Aber lieber seine Ballverluste waren teilweise ja noch schlimmer. Er hat den Ball ja für die Dortmunder Richtung 16er bei uns vorgelegt. Ja. Das hat Müller zum Glück nicht drin gehabt, aber das war auch eine Katastrophe. Ja. Auch er hatte keinerlei Einfluss auf dieses Spiel. So gar nicht. Ja. Also, ich finde gar keine Worte dafür. Sag ich euch, wie es ist. Gut. Dann haben wir Sascha, Sacha, wie auch immer ihr ihn aussprechen wollt. Hat seine Rolle eigentlich gut gemacht, hat 30 Minuten gespielt. War auf jeden Fall ein Aktivposten, muss man ganz klar sagen. Obwohl jetzt nach vorne hin Conny Leimer das nicht schlecht gemacht hat. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man einen zentralen Mittelfeldspieler auswechselt und Conny Leimer in die Zentrale stellt und dann Sacha bringt. Ich denke, das hätte uns mehr gegeben. Wobei man sagen muss, dass Conny schon gut platt war. Ja, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass man Conny rausgenommen hat. Der hat halt schon gepumpt wie Maikäfer. Liegt aber auch, ist auch seiner Spielweise geschuldet. Ja, Sache hat mir ganz gut gefallen. Ja, natürlich schwer zu beurteilen, jetzt dieses halbe Stündchen, aber das war nicht schlecht, das war nicht überragend gut, von daher eine Note 3. Gut, dann haben wir noch King. King hat angefangen wie die Feuerwehr, konnte das leider nicht ganz bestätigen, war aber ordentlich. Ja, viel besser als ein Mathis Tell. Ja. Muss man mal ganz klar sagen, hat man gleich gemerkt, dass da ein bisschen mehr Zug über die Seite war. Jetzt muss ich mal eben gucken, ich habe die Note hier glatt verkehrt eingetragen, das ist ja wild. Da ist Jamal, da muss er hin. Ja, hat viel mehr Zug gehabt. Hat er dann auch noch 1, 2, 3 Flanken reingeschlagen. Wir haben endlich mal Flanken gesehen. Wo Koman auf dem Feld war, haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Ja. Auch von Michael auf der anderen Seite, auch von Boe von der anderen Seite haben wir endlich mal Flanken gesehen. Haben wir auch von Conny Leimer nie gesehen oder geschweige denn eines Leroy Sanés. Aber der kann das auch nicht, weil er keinen rechten Fuß hat. Wie soll er da von der rechten Seite aus flanken? Anderes Thema. Ja, King war ordentlich. Konnte nicht den letzten Punch setzen. Für mich auch eine 3. War bemüht, war auf jeden Fall da, war teilgenommen, war gleich on fire. Ja, hat sich reingeschmissen. Alles gut. Hat man auf jeden Fall gesehen, dass er eine bessere Form hat. Er ist halt nicht der Killer, aber hat versucht, was vorzubereiten. War halt schwierig mit der Strafraumbesetzung oder mit Müller, der irgendwie auch nicht vorhanden war. Der einmal maßlos wie im Schädel war, wo er den Ball am 5-Meter-Raum kriegt bei den Dortmund und den Ball wieder rauspasst, obwohl er noch nicht mal ein Gegenspieler war und er hätte den Ball aufs Tor bringen können. Aber gut, das ist vielleicht einfach dann der fehlenden Spielpraxis geschuldet. Das macht man dann im Training, solche Dinge. Ja, weiß ich nicht. Gut, Michael können wir natürlich nicht bewerten. Ne, der war ja nur die 15 Minuten oder offizielle Spielzeit 10 Minuten auf dem Feld. Ja, war dann der das Tor vorbereitet hat.
ich denke, mehr muss man gar nicht sagen. Ja? Mehr muss man nicht sagen zu der ganzen Geschichte. Ja, und damit, Leute, gibt es noch die Note für Winnie. Die ist heute bei mir eine 4. Warum? Erstmal die Aufstellung, dass man Tell da reingeworfen hat. Verstehe ich nicht. Sorry. Warum nicht einen Leroy auf die linke Seite stellen? Aber nee, Leroy kann ja nicht flanken. Ist er ja zu eigensinnig für. Muss ja der sein, der das Ding abschließt. Ne? Deswegen kannst du den nicht auf links bringen, dass er mit seinem linken Fuß mal flanken könnte. Stellt euch das mal vor, der wird mal eine Flanke schlagen auf dem Harry Kane. Katastrophe. Geht ja nicht. Ist er ja nicht selber im Rampenlicht. Nee, keine Ahnung. Die Aufstellung von Mathys Tel war eine Katastrophe. Ja, muss ich ganz klar so sagen. Also, ich weiß auch nicht, wie man den ohne Spielpraxis in dem Spiel gegen Dortmund bringen kann. Dass man ihn nicht bringt, weil man sagt, King ist müde, alles gut. Ja, aber dann bring den Coman doch für 45 Minuten. Dann lass ihn eine Halbzeit spielen. Ja, oder stell halt einen Leroy rüber, wenn du meinst, King braucht die Pause, was völlig fein ist. Er hat auch oft mit Verletzungen zu tun. Ja, dann stell Musiala. Meinetwegen stell Musiala nach außen. Stell Müller in die Mitte, meinetwegen. Ja, stell Michael in die Mitte. Es ist doch nicht so, dass wir keine Option haben. Ja. Oder meinetwegen lassen Harry Kane vorne eine Doppelspitze mit dem Mathys Tel bilden. Das hätte ich ja auch noch verstanden. Aber auf links war Mathys Tel wieder komplett verschenkt. Ja. Und ja, aber was sollen wir auch erwarten von ihm? Wann war das letzte Spiel? Gefühlt vor 6 Wochen, Alter. Und dann wieder 20 Minuten. Und dann bringst du ihn in Dortmund in so einem Spiel. Ja, was ist das denn auch für ein Zeichen, Alter? Ja, also, naja. Gut, das sind meine Noten. Werden viele anders sehen. Das ist auch völlig fein für mich, Leute. Ich bin einfach maßlos enttäuscht von diesem Auftritt unserer Mannschaft. Und für mich hat auch die zweite Halbzeit das nicht wieder rausgerissen. Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal so aufgetreten sind in Dortmund eine Halbzeit lang. Ja, verstehe ich nicht. Es war keiner auf dem Feld, keiner, der dann, abgesehen von Opa, ja, der mal einen auf Lucio gemacht hat, war da keiner, der den Kopf mal rausgestreckt hat und hat gesagt, hier, wir sind doch der FC Bayern München, Leute, mal Brust raus, mal Gas geben, mal gegenhalten, nichts. Ja. Maßlos enttäuscht von unseren sogenannten Führungsspielern, von unseren Kapitän der nächsten Jahre. Ja, genauso Thomas Müller. Wir brauchen über Thomas Müller nicht mehr reden, Alter. Wenn der seine Schuhe nicht an den Nagel hängt, dann weiß ich auch nicht. Dann hat er auf jeden Fall eine Wahrnehmungsstörung. Auch dieser Mensch hatte null Einfluss auf dieses Spiel, wo er gekommen ist. Ja. Außer sein dummes Rumgefuchtel und Anzeigen, wo Leute sich hinbewegen sollen. Ja, dann wäre Trainer in der D-Jugend, Alter. Da kannst du dann die Jungs da hin und her schicken mit deinen Fingerzeichen. Also. Nee, maßlos enttäuscht. Ja, zweite Halbzeit war dann verbessert, haben wir ja schon gesagt. Ich würde mich jetzt hier nur wiederholen, Leute. Das ist Feierabend. Kurz und schmerzlos. Rot-weiße Grüße gehen raus. Von der Punkteausbeute ist alles fein. Wir sind ungeschlagen in der Bundesliga. Alles ist gut. Ich bin einfach nur maßlos von dieser ersten Halbzeit enttäuscht. Ja. Und ja, so geht es mir heute gerade. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Sonntag. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.